Okay, jetzt mal gucken, ob wir noch hier rausgehen können vielleicht. Okay, ich würde mal sagen, das ist eindeutig der Beweis, dass wir nicht auf Wasser gehen können. Wir sind noch nicht so weit. Müssen wir noch lernen, so. Kapitel 4. Da ist ein Textkasten drüber. Okay, Moment. Kriegen wir hin. So. Ah ja. Der Euro 1, Vers 17. Komm, folge mir. Und ich sende dich aus. Wie ein Amazon-Paket. Nur, dass du Menschen angeln sollst oder so. Ich entere mal. Da bin ich aber mal gespannt, ob der jetzt nicht wieder dasselbe labert. Huch. Hey, normal, was? Kommt da immer einer und labert das? Ach, jetzt, da ist er. Mein Lieber, hey. Da läuft er und macht eine Staubwolke hinter sich. Der ist flott zu Fuß, der flotte Jesus. Was? Ha! Ich kann das Gesicht von ihm sehen. Von Jesus. Hoppala, mir ist meine Mütze verrutscht. Komm. Komm, Kollege. Ich zeig dir, wie man angelt. Aber Menschen. Alter. Junge, der hat voll die Sauerkrautfrisur. Und einen Bademantel. Jesus, ne. Sind die aus Hesse oder was? Ja, geil. So. Ah ja, Ladebildschirm. Ja, dann gucken wir mal, wie man jetzt hat, Leute angelt. Ich habe mir ja mal eine Freundin geangelt. Die habe ich auch immer noch. Ja, und jetzt bin ich still, weil alles, was ich jetzt sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Ah ja, okay, Moment, meine Engelsstimme. Ey, Alter, du hast den Satan kaputt gemacht, aber seine dunkle Energie ist noch da. Du musst jetzt da rumlaufen und die dunkle Mächte da zerstören. Mach da die Kristalle kaputt. Wow. Echt jetzt? So, bringt man also die Dunkelheit, so zerstört man die Dunkelheit, indem man diese Kristalle da wegmacht. Kann mal dieser Textkasten da weggehen? Bin ja schon unterwegs. Was muss ich machen? Achso, ja, Knopf drücken. Yeah. Komm. Siehste. Ist ja Wahnsinn, aber es ist schon... Na, da hätte ich schon mal ein bisschen mehr erwartet. So von wegen Dunkelheit bekämpfen. Wenn er wenigstens irgendwo in so einem dunklen Bereich und ein Streichholz angezündet hätte oder so. Das hätte ja schon gereicht, aber das ist... Ja, komm, das ist hier... Oh. Seht ihr dasselbe, wie ich sehe? Da ist so ein langes... Ich sag mal... pilzförmiges Objekt, das gen Himmel steht. Und durch Handeinwirkung wächst es und gedeiht. Und dann am Schluss... zerborstet es in einem weißen Gleisen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber es schwillt. Es schwillt und jetzt ist es kaputt. Wow, jetzt... Das hier ist mein Terraritorium. Mir wird ganz wuschelig vor Augen hier. Okay, ich muss jetzt Z drücken. Habe ich Z auf meinem Controller? Nee, Moment, da muss ich die Taste nehmen. Ah, ich hab Magdala. Ah, Magdala. Wer kennt's nicht? Jeder Monster Hunter-Spieler kennt natürlich Gore Magdala. Oh, was geht denn da hinten ab? Ey, da ist schon wieder so eine UFO-Landestelle. You can open your map and view all objectives mit dem Elm. Aha. Bin hier in Magdala. Oh, der See von Galiläa. Galilea, 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 Galilea Figaro. Magnifico! Keine Ahnung, ich wurde gerade von einer fremden Macht übermannt und hab in fremden Zungen geredet. Okay, machen wir die Karte hier weg. So, Map. Map. Schmetterlinge. Schmetterling. Schmetterling, sag mir deinen Namen. Rumpelstilzchen. Ah ne, sag mir meinen Namen. Ist egal. Weißt, was ich meine. Okay, okay, ich muss wieder ins Gebetareal gehen. Ich will aber wissen, was das da hinten... Oh, da hinten ist ein Indianerfort.
Da will ich hin. Guck mal, da führt ein Weg hin. Da will ich jetzt natürlich auch hin. Ich hoffe jetzt nicht... Ne, das ist schon geil. Guck mal, da kann ich direkt hingehen. Oh. Nee. Nee, da kann ich nicht hingehen. Was ist denn das da hinten? Jetzt dachte ich, da wäre ein schönes Indianerfort oder so. Indianerfort? Es gibt gar kein Indianerfort, fällt mir gerade ein. Das waren Cowboys. Außerdem sagt man, glaube ich, nicht mehr Indianer. Ureinwohner Amerikas. Oder so. Oder American Natives. Es ist schwer, den Quatsch oder das Zeugs, was du in deiner Kindheit gelernt und geliebt hast, das dann irgendwann abzulegen. Ich kann vollkommen verstehen, dass dann die Native Americans, sorry, ich weiß immer nicht, wie man sie nennen soll, wenn die halt sagen, mögen wir eigentlich nicht so. Ich meine, wir sind keine Inder und so. Und dann, ja, okay, alles klar. Das Problem ist halt, also das Problem liegt an mir, dass ich hier... Guck mal, da ist schon wieder dieses blöde Bitmap, was da rumwabert. Das Problem ist halt, dass ich hier, naja, als kleines Kind rumgerannt bin und Cowboy und Indianer gespielt habe. Natürlich. Und das halt rauszukriegen, ist übel. So, jetzt muss ich hier wieder in diesen UFO-Landezone. Die ist aber schön hier. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es dunkel. Jetzt bin ich hier noch richtig. Ich laufe mal da. Ups. Was ist dann Kapernaum? Kapernaum? Also, das ist ein Fischerdorf. Ach du Scheiße. Okay, ich kann neue Fähigkeiten freischalten in dieser spirituellen Dimension. Guck mal, da ist eine Wasseracht. Ja. Und hier, sehr biblisch gerade. Geh mal vorne auf die Druckplatte. Also the Pressure Plate. Da ist das geil. Also das ist so richtig so. Das ist ja frisch aus der Bibel genommen. Okay, dann stelle ich mich da jetzt mal drauf. Blub. Ha! Stairway to Heaven. Jawohl. Ist da vorne auch eine Lady whose Schuhe. Was soll das? Es scheint so, als würde... Alter, sind wir hier in Portal oder was? Ja. Also ich muss wohl irgendwas auf diese Platte da draufstellen. Wenn ich nämlich drauf gehe... Moment. Erscheint der Stairway to Heaven. With a lady whose shoe. All the glitter is gold. Und so weiter. Und wenn ich wieder weggehe... Oh, ich kann... Hoppala. Also hüpfen bringt nichts. Moment. Ich will jetzt das zuerst mal... Ja, ich habe schon verstanden, dass ich Q drücken muss. Wo ist denn der Knopf hin? Ich will es mal probieren, ob man rennen kann. Das ist so, Strafe Jumping. War noch nicht mal annähernd Strafe Jumping, okay. Okay, ich muss Q drücken. Das war das Q. Jawohl! Ein gewichteter Begleiter-Kubus. Ja! Kann ich den jetzt hochheben? Tatsächlich, guck mal. Aha. Zack. Jawohl, wenn ich jetzt nochmal Q drücke. Ist der erste verschwunden natürlich. Das ist natürlich doof. Jetzt. Ist ja gut jetzt. Ich hab's verstanden. So. Nein, ich werde jetzt nicht mehr Stairway to Heaven singen, weil ich singe nämlich so gut, dass es dann hier ein Copyright-Claim gibt. Was gibt's denn hier? Okay. Items halten. Man kann physische Objekte halten, indem man die rechte Maustaste drückt. Habe ich eben schon gemacht. Aus Versehen. Ah, kannst du mal sehen, wie schlau ich bin. By pressing to hold the item and then releasing to release. Okay, wow. Gedrückt halten zum Halten, loslassen zum Loslassen. Wahnsinn. Man soll den Goldbalken... Was ist ein Goldbalken? Komm mal her, kann ich da runterhüpfen? Goldbalken da soll man nehmen. Ich hätte jetzt... Ui, oh, man kann ja... Ah! Fallschaden. Alter, bestimmt ertrunken im Wasser. Ja, wir können ja... Ey, Moment, das fällt mir eben erst auf. Moment, ich muss da nochmal runter. Achso, ja. Junge, eben gerade festgestellt, dass ich hier nicht runter kann, weil Fallschaden oder so. Und dann gedacht, Moment, ich muss gucken, ob ich auf dem Wasser laufen kann und hüpfe wieder runter. Ja, super. Also, okay. Okay.
Und jetzt das Mausrad, um es näher zu mir zu bringen. Komm, Butti, Butti, Butti. Na, das war nix. Okay. Ich benutze meine Zauberkraft. Benutze die Macht. Junger Gottessohn. Bam, Oida. Hast du gesehen? Force Choke. Oder wie das heißt. So. So, also jetzt muss ich wohl... Junge. Wer ist denn hier? Hat er gesoffen oder was? Hat er zu viel Messwein getrunken? Der läuft da rum. Jesus, ne. Okay, alles klar. Ja. Push and pull. Oh. Jumping, check and jump and spring. When you pull on his string. Ist das erste... Komm her, probieren wir es auch mal gleich in die andere Richtung. Ist das erste Gedicht, also das was ich eben gesagt habe mit dem Jumping Check, das ist das erste Gedicht in die Fresse rein. Voll die Peitsche in die Fresse rein. Ist das erste Gedicht, was ich im Englischunterricht gelernt habe. Das mit dem Jumping Check, weißt du? Bin ich voll stolz drauf. Sowas kann ich mir merken, weißt du? Aber ein Schimmelreiter oder so, den kriege ich nur noch in Auszügen hin hier mit, weißt schon. Das ist mit Harald Junke so, er reitet so spät durch Nacht und Gewitter. Es ist Harald Junke, er braucht noch ein Liter. Wow, bin ich alt. Wer kennt heute noch Harald Junke? Keiner. Und wenn er aber kommt, dann hat er Lackschuhe. Krass, ich habe eine neue Fähigkeit gekriegt. Interaktion. Ab jetzt kann ich mit Messdienern interagieren. Na, da freuen wir uns aber. Da hoffe ich doch, dass ich genug Snickers-Riegel dabei habe. Der Apostel Peter. Was ist mit dem Apostel Peter? Bla, 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 bla. Ist das nicht irgend so ein Rap-Lied von Exhibit oder sowas? Irgendwie. Ach, das heißt Doc. Ich habe gerade was anderes gelesen. Also ich soll mit dem Anglermann, mit dem Fischermann reden. Wo bin ich denn eigentlich jetzt schon wieder? Ich bin doch ganz woanders, oder? Wo ist denn das vor? Hin. Fort. Das ist fort. Fort ist es. Doch, da hinten ist was, aber da muss ich nicht kommen. Wird wahrscheinlich eh... Ach so! Ah, guck mal da! Ja, geil! Da wollte ich hin. Ich meine natürlich nicht geil. Das sagt man nicht. Man sagt sexuell erregend. So, das war's dann mit meinen Werbeeinnahmen, die ich nicht kriege. Do not worry. Don't worry about your life and what you will eat or drink. And don't worry about your body and what you will wear. Okay. Isn't there more to life than eating? Okay. Aren't there more important things for the body than clothes? Okay. Look at the birds of the air. They don't plant or gather crops. They don't put away crops in storerooms. But your Father who is in heaven feeds them. Aren't you worth much more than they are? Can you add even 1 hour to your life? Was? Stellt Jesus jetzt etwa ein Leben, wägt er ein Leben gegen ein anderes ab? Gerade Jesus? Ja, das hier war ein bisschen frei zitiert. Waren das die Predigt von Brian? Falls ihr euch nochmal dran erinnert, da gab es diesen Film, Das Leben des Brian. Ich kann ihn nur empfehlen, habe ich damals im Religionunterricht zum ersten Mal geguckt. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich, wie das gehört, ein guter Katholik. Und unser Religionunterricht wurde von unserem Dorfpfarrer, der war unser Lehrer. Und der hat den Film gesagt, hier, jetzt gucken wir ein bisschen hier, Bibelfilm, weißt du schon, Dolch- und Sandalenfilm. Und die Klasse so, yeah. Und dann geht er halt los, Heilige Drei Könige, und dann fällt, naja, die Mutter von Brian vom Stuhl vor Schreck. Und dann, das war schon so das erste Zeichen für uns als Klasse. Also damals gab es dieses WTF, das gab es noch nicht, da war man zu jung für. Außerdem konnte man damals noch kein Englisch und WTF auch nicht. Das war eher so ein, hä? Was ist denn das? Und als der Film dann weiterging, es wurde von Minute zu Minute wurde uns klar,
Das ist vielleicht der erste Sandalenfilm, der uns gefallen könnte. Guter Film, ich kann ihn nur empfehlen. Ja, jedenfalls, da hat Jesus folgende Predigt gesagt, ich zitiere sehr frei, ich kürze hier auch stark, schaue die Lilien. So, das muss reichen. Guck mal da, ein Wasserkanister. Zack, oh, da ist gar kein Wasser drin, deshalb, oh, das ist ein Hammer. Hammer hat... Ach, da ist Wasser, guck mal. Kann ich da rein? So, jetzt kommt der Moment. Scheiße, Mann, wir können auf Wasser gehen. Jawohl. Ne, ernsthaft jetzt, guck. Zack. Ja, geil. Verdammte Axt. Jesus war 40 Tage, also der ist getauft worden, dann ist er 40 Tage durch die Wüste gefastet. Meine ich. Das heißt, er hat 40 Tage nicht waschen können an den Füßen, weil ja das Wasser von ihm abgeperlt ist. Also, nee, Moment. Jetzt perlt das Wasser von ihm ab. Okay, Jesus kann sich nicht die Füße waschen, weil er nicht unter Wasser ist. Er wird vom Wasser, deshalb kann er über Wasser gehen. Der hat so eine wasserabperlende Schicht und wenn er sich dann mit dieser wasserabperlenden Schicht aufs Wasser wagt, dann wird er abgedrängt. Also so Jesus. So, okay, tiefer kann ich nicht. Ja, geil. So, Moment, wo müssen wir dann hin? Da oben? Das wird ja immer größer. Oh, das ist eine Kuh! Was? Ich lasse dich doch nicht leicht ablenken. Oh, was ist denn mit deinem Gras da, mit deinem Stroh? Da liegt ja so komisch Stroh. Ach so. Deshalb wird der Abstand immer größer. Ich gehe in die falsche Richtung. Ist ja Wahnsinn. So, hier ist ein Ruderboot. Auerle, komm mal her. Na, klappt nicht so gut. Oh, ich kann auch hier nicht runtergehen. Ist noch ein Ruderboot. Was? Ich? Ablenkung? Woher denn? Komm mal her. Ich komme da nicht hin, aber da hinten kann ich weitergehen. Wir rennen jetzt, bis die Mauer kommt. Bis die Mauer kommt. Junge, das geht aber schon ordentlich weit gerade hier. War vielleicht doch nicht so die beste Idee. Jetzt rennen wir hier irgendwie in der Einöde rum. Da oben ist ein Weg. Sehe ich das richtig? Ja. Gut, gut. So. Guck mal da. Ich glaube, der Forstwirt-Simulator. Nee, ernsthaft jetzt. Wie weit kann ich denn hier rennen? Gibt's hier irgendwas zu entdecken oder so? Ich weiß nicht. Das wäre jetzt die perfekte Zeit, um einen Witz zu erzählen. Bin ich da wenigstens rein im Moment? Jawohl. Und. Scheiße. Clipping-Fehler. Ich bin schon wieder unter Wasser. Wir sind noch nicht der Messias, der Richtige, weil wir sind noch mit den Füßen im Wasser. Okay, also wir haben hier Atlantis gefunden. Okay, jetzt mal gucken, ob wir noch hier rausgehen können vielleicht. Okay, ich würde mal sagen, das ist eindeutig der Beweis, dass wir nicht auf Wasser gehen können. Wir sind noch nicht so weit. Müssen wir noch lernen, so. Aber so schwimmende Steine, das ist bestimmt Vulkangestein oder so. Sorry Leute, das scheint jetzt was Längeres zu geben. Ich muss jetzt hier gucken. So. Ich wollte gerade sagen, es wäre irre witzig, wenn da jetzt irgendwie so ein Bentley oder sowas drin steht. Nee, ein Moped. Mein Vater hat immer gesagt, ein Moped. Jesus ist mit dem Moped rumgefahren. Das kommt wohl daher, dass in der Bibel steht, also nachdem er dann nach 3 Tagen auferstanden noch so ein bisschen rumgeschlendert ist und seine Jüngers verarscht hat, stand da irgendwo dann in der Bibel, und er fuhr mit Triumph in den Himmel. Und Triumph, so hat es zumindest mein Vater gesagt, ist eine alte deutsche Motorradmarke oder Moped, Mofa-Moped.
Ein Möp. Oh, da ist der Oreo-Stand. Guck mal. Klar, da ist der Oreo-Stand. Ja, klar. Okay, dann ist hier der Markt da hinten. Aber der Markt hier, nee. Der ist auch anders. Was steht denn da? Eine Kuh. Hallo. Wenigstens Kühe gibt's noch. Wenigstens... Oh, Schweine! Na? Du Sau. Alles klar. Das ist keine Sau. Die hat keine Euter. Wieso sind denn die so dreckig? Laber doch nicht. Das sind Schweine, die sind nicht so dreckig. Vor allen Dingen, die haben gar keinen Platz zum... Die haben gar keinen... Sollen wir uns ein kleines Späßchen erlauben? Sollen wir hier das Wasser zu Wein verwandeln und dann gucken, wie die Schweine besoffen sind? Nee, nicht. Nicht, dass sie dann noch in Betten ohne Laken schlafen oder so. Wer diese Anspielung verstanden hat, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Es ist das saumäßig interessant, wenn man halt out of bounds sein kann von einem Spiel. Und dann, es gibt nichts zu entdecken. Ich meine, guckt euch um hier. Es ist nichts hier. Da drüben in der Stadt ist nichts. Aber es ist so, ich bin hier in einem Bereich, wo noch nie zuvor ein anderer war, außer vielleicht die Entwickler. Ich habe hier was Neues, das hat noch keiner gesehen, das ist voll cool, das will ich unbedingt alles sehen. Ich will jedes einzelne schlecht texturierte Stückchen Boden sehen. Das sind Fische! Das sind Fische! Pass auf, wie ich jetzt hochspring, guck, wie ich jetzt hochspring und die dann so mit dem Mund so. Ey! Ich komme nicht an die Fische ran, da ist eine Mauer um die Fische. Das ist nicht gut. Okay, kann ich hier irgendwie? Nee! Mann ey, das finde ich nicht gut. Da habe ich einmal fliegende Fische hier und dann kann ich sie noch nicht mal anknapseln. Nicht gut. Ich gehe einfach da raus, wo wir reingegangen sind. Das war irgendwie hier so. Ah, siehst du? Zack. Oh. Uha. Da wird's vielleicht doch noch was. Ich merke schon, das wird ein Video, wo ich viel schneiden muss. So, ich hoffe, dass das jetzt klappt, dass wir mal hier ein bisschen weiterkommen. So. Ey, du da. Im Mäuschemantel. Can I help you? Yo! Was machst du denn so? Was macht ihr zwei hier draußen? Also mal ganz im Ernst, ich sehe nur einen. Was machst du einer hier I'm draußen? Simon. This is my brother Andrew in the boat. We're trying to catch Ach so, im fish. Boot. We haven't been able to Ah, catch much for days. Simon und der Andreas, Times are okay. bad for fishermen in these areas. Und die wollen angeln, aber ist gerade schlecht zu angeln, weil keine Fische da sind oder so. Es sind Fische da. Da ist nur eine unsichtbare Mauer drumherum, deshalb kommt er nicht ran. Ja, es ist eine schlechte Zeit, um ein Angler zu sein. Aber es ist die richtige Zeit, um Menschenangler zu sein. Nautic Green. Wir angeln Menschen. Fisher of men? Yep, Fisher of Men and Women. Okay, ich zeig dir genau, wie man ein Menschenangler wird. And just how do you do that? We struggle Also, even to catch fish. jetzt fragt er We so, haven't ja, wir caught müssen uns das zeigen. anything Wir all day. können noch nicht mal Fisch fangen und jetzt sollen wir, also wir können überhaupt nichts fangen. Jetzt sollen wir Menschen angeln oder was? Ja, hier. Kopf ins Wasser. Nein, der sagt natürlich nicht head out into the water, sondern fahret hinaus mit eurem Boot und werfet eure Netze. Sobald ich es euch sage. Okay. Okay. We have no Also- other choice or we won't be able to eat Ja, tonight. wir haben halt keine andere Wahl, sonst gibt's heute Abend nichts zu essen. Ja, Junge, wenn ich euch jetzt zeige, wie man Menschen angelt, gibt's heute auch nichts zu essen, sonst frisst ihr Menschen hier. Was ist jetzt los? New Ability. Okay. Ich muss Tab-Button klicken, um mit zu interagieren. Habe ich irgendwo einen Tab-Button? Da habe ich einen. Okay. Interaktion, ja, das habe ich doch schon.
Okay. You can guide fish by holding. Also ich kann Fische dirigieren. Achso. Indem ich den linken Mausknopf für 5 Sekunden halte und dann den rechten für 5 Sekunden. Danach soll ich die Fische ins Boot scheuchen. 1, 2, 3, 4. Oh, das sieht gut aus. Jetzt den rechten. Ah, das war nicht der rechte. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt halte ich den rechten. Ah! So, jetzt muss ich zum Boot. Das war jetzt nicht so gut. Nochmal. Alter. 5 Sekunden. Mach hin. So, guck. Ah, ich muss so ganz langsam rübergehen, weißt du so? Na komm. Hat schon gereicht. Ach so, jetzt zatzeln sie darüber und ihr habt ja auch eure Netze draußen. Hört ihr mich? Ihr Affe-Zippel? Entschuldigung. So, also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt muss ich wieder ganz langsam darüber so zuzeln, weißt du so? So, guck. Zack. Da haben wir sie doch. Also hier, Junge. Jetzt muss er mir halt nur noch, ja, ist gut, erklären, wie man damit Menschen angelt. Also ich tue so einen blonden Ball. Na, kommst du her. Junge, der will nicht so, wie ich wohl will. 3, 4, 5. Also, man muss so... es ist gar nicht so einfach, ne? Der Jesus sein ist nicht so einfach. Der will schon wieder nicht. Komm her. So, das ist... Da brauchen wir 2 Anläufe. Brauchen wir da. Hopp, komm her. So, jetzt haben wir's. Was, ich soll mit Peter reden? Wer ist denn Peter? Was ist denn jetzt los? Ich soll E drücken. Wer ist denn Peter? Es gibt Simon und es gibt Andreas. Wer ist denn jetzt Peter? Bist du der Peter? Nein, du bist ich bin der Jesus. Also ich spiele Jesus. So. So, jetzt hast du genau gesehen, wie man Menschenangler wird. Diese Mission wird deutlich wichtiger sein als Fischeangeln. Ja, also ihr habt gesehen, wie man Menschen angelt. Eigentlich ist es ja Macarena, oder? So. Menschenangler. Keine Ahnung. So, ja. Your power is amazing. Ach, jetzt hat er keinen Namen. Jetzt heißt er Fisherman. Since I've seen your miraculous power. Ja, geil. Wie gut, oder? Also, er hat jetzt gesehen, was für Wunder ich vollbracht habe. Und jetzt wird er mir nachlatschen, weil er gesehen hat, was für Wunder ich vollbracht habe. Und so. Also, schmeißt deine Netze weg und folge mir. Also, ihr. Folgt ihr mir und schmeißt eure Netze weg. So. We shall do as you say. Machen wir! So, aber was war jetzt mit Peter? Ernsthaft? Das da ist Andreas und der da im Bademantel, das ist Simon. So hat er sich vorhin vorgestellt. Jetzt kommt er mit Peter. So, head out of the area. Ich soll den Kopf aus dem Areal strecken. Nein. Wo ist denn die Area? Was bist denn du? Bist du mal ein Kreuz, wenn du groß bist, oder was? Das ist schon verdächtig. Wieso hat das Ding da eine Bossleiste? So, ich glaube, die wollen einfach nur, dass ich hier runterhüpfe oder so. Kann das sein? Ja, wollen sie. So, sehr schön. Nö, da machen wir jetzt halt natürlich weiter, nachdem ich jetzt, also eigentlich, ne, ist ja mal eine nette halbe Stunde schon lange um, aber weil ich so viel Spaß hatte beim Erkunden, machen wir das hier. Tja, hätte da dabei sein müssen. Okay. So, ich will wieder ein bisschen blättern, damit das da verschwindet. Sehr gut. Johannes, Kapitel 2, Vers 7, sowas. Jesus sagte zu seinen Bediensteten eigentlich. Ach so, nicht zu sein, sondern Jesus sagte zu den Bediensteten, füllt die Krüge mit Wasser. Jo, machen wir ordentlich Wasser in den Kollege.
So, wo sind wir denn hier? Day, a wedding took place at Cana in Galilee. Aha, die sind Kanaan. Jesus' mother was Da there, guckt Kana, der andere Ahn. and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Achso, die Family ist auch da. Die Mutter und was weiß ich wer alles. Das ist meine Mutter. Ist ein bisschen älter geworden, ne? Und das sagt sie halt, Why do you involve me? die haben keinen Jesus Wein mehr. replied, Ja, "My was hab hour ich damit has zu not tun? yet come." Ich bin doch nicht der His mother Messias. said to the servants, "Do whatever he tells you." Und dann sagt seine Mutter so, ja Quatsch, macht einfach, was der Nearby sagt. stood 6 stone water jars. Okay, dann haben sie The 6 kind Krüge used by mit the Wasser Jews gefüllt. for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Also das ist aber seltsam spezifisch, wie viel Gallonen Wasser da Fill the reinpassen. jars with water. Achso, die sind noch nicht they voll. filled them to the brim. Dann machen sie, guck mal, der links, der leert hinten dran, glaube ich. Die leeren beide hinten dran. Und trotzdem werden die Krüge voll. Ein Wunder! Kafr Kana ist Arab Town in the Galilee, Northern District of Israel. Okay. Kafr Kana ist eine arabische Stadt in Galiläa, nördlich von Israel oder sowas. Im nördlichen Teil von Israel, was weiß ich. Was geht jetzt hier ab? Muss ich hier wieder die Dinger da kaputt machen? Komm, lass mal diese Dinger wieder anschwellen und in weißem Licht zerbersten. Zack. Damit ich mein Territorium claimen kann. Das ist wichtig. Eigentlich ein schönes Lila. Der Teufel hat mir geredet. So, du auch noch? Komm her, schwell an. Komm her. Rubbel. Zack. Ausgerubbelt. Jetzt muss ich, glaube ich, Z drücken, oder? Moment, wo war Z? Keine Ahnung, ich drücke hier Z. Zack. Z wie zack. Okay, ich habe Kana discovered. So, jetzt, Moment. Bist du noch ein Fischermann? It Ja, looks das like ist the wedding Simon. is up ahead. Junge, plemmer dir doch nicht so ins Ohr. Was ist mit deinem Auge los? Warum zuckst denn du so? Hat doch voll die roten Augen, guck mal. Indeed. Und das ist Andreas. Ich sag dir, da stimmt irgendwas nicht. Weil der eine sagt, er heißt Peter oder heißt der Andreas Peter. Ist das der Nachname vielleicht? Kann nicht sein. Okay, die sagen jetzt hier, lass mal schnell zur Hochzeit gehen, ich hab Durst. So, dann gehen wir da halt hin. 17 Meter, 50 Meter, 11 Meter. Okay, da hinten wackelt wieder das Bitmap. Sehr schön. Ja. Wow. Achso, Kanaan war da, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Wow. Pressure plates continued. Yep, genauso steht's in der Bibel. Und Jesus ginget hinaus und er drückete die Platte, die da ein Knopf gewahrt ist, worden tun sein. Keine Ahnung. Okay, ich soll da drauf drücken, alles klar. Zack. Hitting Targets. Okay, ich kann Kisten schmeißen, indem ich ein Objekt mit der R-Taste, mit der rechten Maustaste halte und dann die linke Maustaste drücke, ohne die rechte loszulassen. Mit Q kriege ich ein... Ja, was kriege ich denn mit Q? Keine Ahnung. Ach so! Da hinten! Ach so! Da! So. Jetzt, so wie war das? Rechte Maustaste gedrückt halten. Ja, wo soll ich hinschießen? Da oben hin? Was ist denn da oben? Habt ihr das gesehen? Ich habe hinter die Sonne geschossen. Hinter die Sonne. Ein Wunder. So. Ja, aber ernsthaft jetzt. Das vielleicht die Sonne abschießen oder was? Ich fühle mich leicht veräppelt gerade irgendwie. Da ist aber auch kein Zielkreuz und nix, weißt du? Immer... So, jetzt pass auf, wir machen das jetzt mal. Wir orientieren uns an der Sonne. So, zack!
Ich habe die Sonne zerstört. Nieder mit dir, Lucifer. Oh, jetzt sind es 2 Sonnen. Oh, jetzt guckt er mich aber böse an hier. Okay, denn das geht so nicht. Guck mal her, also wie habe ich das eben gemacht? Irgendwie so? Ich glaube, das reicht nicht. Das war nix. Guck mal her. Das war ein bisschen schief, ne? So ungefähr, ne? Ah, nee, ich hab einen Rechtsdrall. So. Ah, der kommt gut, oder? Drüber geschmissen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber der war schon in Ordnung, so irgendwie. So, das muss doch... Guck mal, der zack. Voll ins Auge von dem Satanas. Keine Ahnung. Wird schon irgendeinem ins Auge geworfen haben. So, oh, perfekt. Das grenzt ja schon an Arbeit. Junge, wenn ich arbeiten gewollt hätte als Jesus, wäre ich bei meinem Vater geblieben und Schreiner geworden. So, zack, in die Mitte. Haben wir den da oben noch gleich? Ich hab's jetzt voll raus, glaube ich, so. Guck. Jeder Schuss ein Treffer, jawohl. Das sind auch die leichten, finde ich. Zack. Die daneben machen mir Sorgen. Also die werden wieder ein bisschen anspruchsvoller, weil ich da jetzt so schief so, weißt du? Was geht denn hier ab? Hallo? Willst du nicht mitgehen? Zack. Oh, das gibt... Junge, das wird ohne abzusetzen. Auf Ex quasi. Pass auf. Auf Ex! Jawohl! Touchdown! So. Keine Ahnung, was gerade mit mir durchgegangen ist. Aber ich habe mich halt mal gefreut. Ich hab Skill bewiesen. Ich hab Skill bewiesen. In einem Ego-Shooter. Skill. Ich. Jawohl. Zum Glück habe ich das auf Video.